Willkommen zurück zum wohl schönsten Anblick bisher dieses Let's Plays. Hier zu Risen 3 Titan Lords. Oh ja, auf der Insel Kieler, der Schamanen, Piraten, wie auch immer. Ne, Piraten eigentlich nicht, sind ja wohl eher Gutschos, die nicht irgendwie willkommen sind, wie auch immer. Für uns geht es hier mal weiter, hoffentlich ohne uns das Knick zu brechen. Genau, so. Ja, wenn wir sagen, wir gehen direkt zurück zum Lager der Piraten und gucken mal, was sich dort für uns Neues ergeben hat. Ja, besser du verschwindest! Ich sind die Dschungel... Ja, also irgendwie sind die Dschungelspinnen ein bisschen langsam, weil im Vergleich zu den anderen... Ne, doch nicht. Würde mich auch wundern. Alles klar, eine Schädelblüte noch. So, wir machen dringend mal wieder ein bisschen Ruhm und so. Also Ruhm natürlich, nicht Ruhm. Doch Ruhm auch, aber das ist ein anderes Thema. Was ich sagen wollte... Hier kann man hin, war mit unserer Schaluppe. Ist echt unsere? Sieht fast so aus. Ne, das ist ein Ruderboot, das ist nicht unsere. Ah, immer so viele Gegner hier. Und eine Schildkröte. Ne, ich kann sagen, macht ihr nichts. Also ich hoffe es zumindest. Kämpf endlich! Bei uns, was machst du? Mach halt ich doch selber. Oh, verdammt. Mach schon! Ein Vieh weniger. Allerdings, Mann, du. Und hier ist ja dann ein Eingang in die Spinnenhöhle, war aber ein ganz anderer. Müsste eigentlich die gleiche Insel, die gleiche Höhle sein? Ja. Das ist nur der andere Ausgang, den wir vorhin nicht genommen haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Alles klar. Hier haben wir auch noch einen Teleportstein. Natürlich auch mal einsetzen, wenn wir noch einen übrig haben überhaupt. Weiß mir auch nie so genau. Yep, wir haben noch einen. Jetzt kann ich immer schnell teleportieren. Lalalala. Questerfolg, schon wieder. Wir sind auch noch ein paar Typen, mit denen man irgendwie quatschen kann, und was lernen kann sogar noch. Oh, Mann. So, da ist ein Lagerfeuer. Sehr gut, ein bisschen Proviant. Das macht doch Spaß. Oh, ist ein bisschen heikel. Meint der Michael. Da ist noch ein bisschen Fusel, nehmen wir aber gerne. Ja, der Stein sowieso. Wenn wir schon mal beim Fusel sind, das ist wohl benutzbarer. Das war genau jetzt der Fusel, muss man noch zuweisen. Gehen Ruhm war, denke ich, ist besser. Weil den hier lass lieber mal, den leeren dort, sonst ist das zu heikel. Wenn ich heute mal irgendwie, ja, hab falsch draufklicken und so, wäre natürlich doof. Der will mal sagen, das Lager der Piraten mal ein bisschen angucken, war? Der Harry! Herrlich. Ein weiteres Maul auf der Insel, das es zu stopfen gilt. Ja, du mich auch. Ach, war nicht so gemeint. Bin in letzter Zeit etwas angefressen. Hier scheint jeder allmählich den Verstand zu verlieren. Die Rumration war auch mal größer. Und Weiber gibt's auch keine. Davon abgesehen liegt mir die Geschichte mit der Meuterei immer noch schwer im Magen. Wie ist die Stimmung hier im Lager? Beschissen. Douglas ist weg. Und ich wette, Boos hat was damit zu tun. An Schlaf ist dir fast nicht mehr zu denken. Ehe du dich versiehst, hast du ein Messer im Rücken. Und in den Dschungel abhauen ist nicht. Der Eingeborenenstamm mag keine Fremden. Für den Anfang wäre mir schon wohler, wenn jemand nach Douglas sehen würde. Tja, was Douglas anbelangt. Du siehst aus, als wärst du ein guter Kämpfer. Naja, ich will ja nicht überheblich wirken. Aber den einen oder anderen Trick habe ich schon drauf. Seekämpfe und Meutereien machen einen hart, weißt du? Wieso fragst du? Möchtest du, dass ich dir das Kämpfen beibringe? Naja. Bei dieser Spinnenplage auf der Insel ist es nicht verkehrt, sich verteidigen zu können. Erzähl mir was über die Piraten. Ei, Ich möchte mehr über die Meuterei wissen. war eine ganz schöne Schweinerei.
Bruce glaubt, dass Patty das Piratennest auf Tacarigua in Brand gesteckt hat. Ich habe ihm vertraut, wie wir alle. Wer weiß schon, was in so einem Frauenschädel vorgeht. Aber kurz nachdem wir hier an Land gingen, hat sie sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser aus dem Staub gemacht. Zähes Biest, sag ich dir. Was kannst du mir über Hawkins erzählen? Redet ständig mit sich selbst. Da stimmt irgendetwas nicht mehr in seiner Kombüse, wenn du verstehst, was ich meine. Ist aber sonst ein verlässlicher Kerl. Leider machen sich die Jungs wegen dem, was er von sich gibt, langsam ins Hemd. Weicheier. Kombüse ist doch eine nette Formulierung. Wie stehst du zu Boos? Hey, ich war stets loyal. Bin ihm gefolgt, selbst als er gegen Patty gemeutert hat. Aber inzwischen glaube ich, dass er den Verstand verloren hat. Ich sage dir, nimm dich vor ihm in Acht. Werd ich mir merken. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Ist doch eher das, was uns auch beibringen kann, wa? Das sprich ist ja was Schwert. Nee, das ist was anderes. Stichwaffen lernen. 10 pro Stufe. Da guben noch gar Ich nicht. bin noch nicht gut genug. Ja, mal zu erwarten. Der wird zwar gehen, aber wir sind eher der für Schwert, war nicht für Stichwaffen. Oder? Müssen wir ganz kurz mal gucken. 2000 Gold. Hilfe, ey. Was kannst du verkaufen? Tja, neues Kopftuch, das nicht gerade sehr viel bringt für uns. Ein anderer Dreispitz vielleicht. Ihr seht dort die Minuswerte, die Pluswerte dort rechts, aber wenn der plus 0 oder Minus, ne, so gar nichts. Nix. Da haben wir eigentlich wieder das Schönes. Sehen natürlich da, genau. Haben wir auch unbedingt einfach so die Pistole, hey, das geht gar nicht, was da gerade abgeht. Aber dann bei Plundern noch. Die Muschel muss sowieso noch plündern, genau. Händler geben gutes Gold dafür. Ja, Kampf 20 ist ja nicht schlecht von dem her. Nehmen wir das Falsche, aber auch die Eingeborenen dazu. Büchsen und Pistolen, ja, aber auch eigentlich schon das. Waren keine Kugeln, wobei vielleicht für spätere Waffen noch, weiß man ja auch nie. Der Goldwert ist einfach ein bisschen... Oh, das geht eigentlich noch gut, wa? Das ist ein kleines F, das behalten wir lieber. Das war ja auch irgendwie so etwas noch bezüglich, genau, wie war das schon wieder? Schwarze Herzreinigung, genau. So, Pantherfell. Da war auch eines noch. In der Quest, stimmt ja. Ich meine, das war was anderes, oder? War das mit dem Fellrücken? Verdammt, das war denn jetzt schon wieder? Weiß gar nicht mehr. Verdammt! Das Geld dafür. Aber der wird wohl kaum bei Plunder dabei sein, wäre ja wohl schräg bis zum geht nicht mehr. Zum Jadeschnitzen, Foodritual verwendet, Goldpfanne, zum Goldwasch war nicht so viel. Naja, viel ist nicht, ein bisschen was kommt vielleicht dabei heraus, aber den Rest würde ich gerne eher noch behalten. Zumindest noch fürs Erste, okay, die Dinge muss man machen, die Muscheln aufklappen. Ich muss dir leider sagen, Halt's Maul. Ich will nichts mehr von dir hören. dann später vielleicht. Nee, gar nicht mehr, Menschenskind. Was für ein Arsch. Wo haben wir? Die Ausrüstung, alles Plunder. 2 Perlen, ja, das geht nicht. Das ist natürlich ein Traum, war. Ein Traum, der endlich nicht wahr wurde. Mann. Er kann Einfluss steigern, Einschüchten Silberzungen kann nie schaden, war. Fingerfertigkeit ist momentan sowieso gut. Ja, komm, wieso nicht. Vielleicht brauchen wir es mal. In nächster Zeit natürlich. So, jetzt noch ganz kurz mal zum Harry. Was kannst du verkaufen? Doch verkaufen. Und zwar nochmal eine Plunder. Obwohl Perlen Plunder sind, klar. So, dürfen wir das erste reichen. Hier noch Schönes. Eine 30er Truhe, endlich mal. Okay. Musst du jetzt einen Dreier machen, wa? Nee, das sind Zweier.
So geht's aber doch nicht. Sie bleiben sowieso nicht oben, wa? Alles klar. Den Dreier, der bleibt oben. Nee, eben auch nicht. 3, 2, 4. Geht auch nicht. Okay, jetzt bleiben die oben. Jetzt der und den Rest noch. Gut. Seht ihr, so leicht kann es gehen. Aber auch nur ein bisschen Pirananhänger. Cool. Wow, Alter. Bier, Fackel, Schrot. Natürlich Schrot. Das, was ich immer bräuchte. Aber cool. Bett, nee, ich will keine Albträume haben. Nicht schon wieder. Schmiedekunst. Hier steht was. Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital. Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Ja, klingt so. So, er hat was von, wie ist er schon wieder, Douglas erzählt. Genau, den haben wir sowieso. Also der ist ja hinüber, war. Den können wir eigentlich soweit mal abhaken, beziehungsweise mal die Quest erfüllen. Die Frage ist bloß, bei wem? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Schade, wa? Gibt's hier noch etwas? Gulkli, dankeschön. So, also wir jetzt mal gucken. Wir haben echt eigentlich Stichwaffen, wa? Was haben wir eigentlich ausgerüstet? Deine Hauptwaffe ist die Schattenklinge, das ist eben ein Schwerter. Ja, ein Schaden vor allem. Das sind Schwerter, Mensch. Amulett, Piranenanhänger, Stichwaffen, Dolche, Einschüchtern. Geil. Bald mal so, jetzt müssen wir eigentlich ziemlich geile Werte haben mittlerweile, wa? Ja, klingen Sie, Silberzunge 47 jeweils, geil. Stichwaffen, Schwerter, 57 bei Schwerter, Alter. So, und du musst uns was über Schwerter beibringen, oder? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Schwerterstein, ja verdammt, da ist eben das zu wenig Gold erstmal, natürlich auch der Wert ist zu gering. Aber es kommt vielleicht alles noch. Colby! Hey, du bist doch hoffentlich keiner von Boos Idioten, oder? Nein? Gut, ich kann den Sack nicht mehr ausstehen. Macht hier einen auf wichtig. Fast jeder tanzt nach seiner Pfeife. Aber ich lasse mir gar nichts mehr sagen. Ich glaube, diesen Busen müssen wir mal ordentlich in den Hintern treten. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Die meisten Kerle, die mir dumm kamen, habe ich auf die Bretter geschickt. Aber der letzte Kampf ist schon eine Weile her. Jeder Arsch denkt, die lange Überfahrt hat mich weich gemacht. Ich muss mir mal wieder etwas Respekt verschaffen. Gibt es hier eine Prinzessin, die gerettet werden muss? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Du, pass bloß auf, sonst rutscht mir die Faust aus. Erzähl mir von der Überfahrt hierher. Ach, was gibt's da schon großartig zu erzählen? Eines Tages brannte auf Tacarigua das Piratennest völlig aus. Ich bin mir nicht sicher, wer das Feuer gelegt hat. Sicher ist nur, dass wohl nichts davon verschont wurde. Unsere Rumvorräte haben wohl einen prima Brandbeschleuniger abgegeben. Das glaube ich gerne. Und was ist dann passiert? Na, wir haben in Windeseile unseren Krempel zusammengeräumt. Zum Glück war das Schiff von Starbards Tochter im Hafen vor Anker. Wir also rauf auf den Kahn und weg von der Insel. Wollten ja nicht als Holzkohle enden. Nö, kaum. Und wie geht's weiter? Naja, auf hoher See wurde es dann nochmal richtig ungemütlich. Boos hat eine Meuterei angezettelt und wir sind ihm alle wie eine blinde Kuh gefolgt. Dachten damals, der wird schon wissen, was er da tut. Als wir dann auf Kieler vor Anker gegangen sind, haben wir uns in 2 Gruppen geteilt. Das war's dann auch im Großen und Ganzen. Okay, mehr will ich gar nicht wissen. Gut. Kann dir doch egal sein, was die Leute über dich denken. Eben nicht. Ich habe mir meine Stellung damals hart erarbeiten müssen. Die meisten Leute, die als Wasserträger anfangen, sterben auch als Wasserträger. Aber den Wasserträger habe ich lange hinter mir gelassen. Natürlich. Oh, ein Duellvorschlag, mal ganz kurz. Machen wir schon, aber vielleicht vorher noch kurz speichern. Dankeschön, so jetzt aber. Wenn du mehr Respekt willst, wüsste ich eine Lösung. Wir prügeln uns. Gewinnst du, wissen die Jungs, dass du es noch drauf hast. Und wenn du verlierst? Was nicht passieren wird? Ich sagte nur, wenn du verlierst. Ja, halt mal für einen Moment den Rand. Mir ist da gerade etwas eingefallen. Na dann lass mal hören. Ah, ich habe deine Aufmerksamkeit. Bin mir sicher, die Idee wird dir gefallen. Pass auf. Du lässt dir von mir die Fresse polieren. Als Wiedergutmachung kaufe ich dir Tafelsilber zum Spitzenpreis ab. Dann habe ich den Respekt der Jungs und du kannst viel Gold machen. Ich denk drüber nach.
Hat durchaus was. Bist du ein guter Kämpfer? Zumindest weiß ich, wie ich mich verteidigen kann. Wenn du etwas wissen möchtest, frag mich einfach. Vielleicht kann ich dir ja noch was beibringen. Also ist er das, wa? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Yep, das ist wohl der Konterpart zu Markus. Auch Taranis, ja, fällt momentan mal das Gold leider. Neues hätte ich zwar. Was will jemand wie du überhaupt mit Tafelsilber? Gold ist doch viel wertvoller und praktischer. Na, was passiert wohl, wenn sich hier rumspricht, dass ich Gold horte? Richtig, ich krieg kein Auge mehr zu und hab außerdem noch die Eingeborenen am Wickel. Aber Silberbesteck ist viel unauffälliger und bringt dir fast genauso viel ein. Ah ja. Oh Mann. Habe ich überhaupt noch... Hab's gerade verkauft, oder? Wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja. Hat so einen Fehler an den Silberrückens, aber das ist was ganz anderes. Glaub ich zumindest. Astralquarz kommt der plötzlich her. Nütensteine habe ich auch noch. Seelenstab geht hier sowieso nicht. Ah, hier haben wir das Pantherherz. Also und doch nicht wahr. Kann ich also doch nicht verkaufen. Könnte ich ja theoretisch den Rest noch hier, ja, verhökern. Theoretisch. Vielleicht nicht überhaupt, wenn ich das mache. Ja, ich kann trotzdem nicht auf 1000. Ja, komm, ist was? So. Lass uns gegenseitig aufs Maul hauen. Gut, und denk dran. Wenn du zu Boden gehst, kaufe ich dir Tafelsilber zum Vorzugspreis ab. Silberteller und Silberpokale. Ich stehe auf das Zeug. Ja, ja, jetzt zieh endlich deine Waffe. Mach schon! Mal gucken, ob es noch kann, wa? Zeig ihm! Wie seht's ja ziemlich einfach. Mach schon! Ja, komm nur, komm nur. Ich weiß, dauert vielleicht ein bisschen länger, Leute, aber dafür ohne Schaden. Oh verdammt, da, jetzt bin ich aber abgerutscht. Viel Schaden gemacht, wie es aussieht. Zeig sie! Bei uns halt wir direkt wieder. Das Sumpf hört sich nicht mehr, ob du auflässt oder nicht. Kämpf endlich! Alter Matt, ich schwöre dir, wenn ich sofort auflöse in einen dummen Kommentar, dann hau ich die eins auf die Zwiebel. Zeig sie! So, ein Schlag noch. Schade, der kommt noch viel zu früh vorbei. Verflucht doch mal! Wo bin ich? So wie es aussah, habe ich ihn noch gerade umgebracht. War mein voll Schwert durch den Magen hindurch. Na, geht's wieder? Ja, sorry, aber der Ruhm war halt wichtig. Scheiße, was ist passiert? Du hast verloren. So ein Dreck. Jetzt lacht mich hier jeder aus. Niemand lacht einen neuen Kissenstepp des Lagers aus. Unsinn. Einen Kampf anzutreten zeigt, wie entschlossen du bist. Wenn du meinst, dann trainiere ich besser mal für den nächsten Kampf. Meine Entschlossenheit scheint ja leider nicht zu reichen. Also, jetzt muss ich es leider doch loswerden. Was Nein! denn? Ich beobachte deine Art, die Dinge zu regeln, ja schon eine ganze Weile. Ich muss... Ach was. Ja, mach... Ah, kein Bock auf das Gequatsche. So, Kolby will etwas lernen. Nee, vielleicht ein anderes Mal, obwohl wir gerade ziemlich viel Ruhm bekommen haben, wa? Was heißt viel? 200, 300 insgesamt. Egal, wir haben gewonnen. Das war ziemlich gut gemacht. Also ganz ehrlich, muss man selber ein bisschen loben. Habe ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Nö, kann man sich durchaus sehen lassen. Entschuldigung, Red. Was macht so ein Typ wie du auf einer Insel wie Kieler? Sag nichts. Deine Nussschale hat leck geschlagen und jetzt stehst du dumm da. Dicht dran, aber leider falsch. Ach was. Und was hat dein Hintern dann hier verloren? Was interessiert den mein Hintern ist... Also, geht es überhaupt? Bin ich nicht gut genug. Verdammt. Ich bin auf der Suche nach etwas. So. Und was suchst du? Grog? Weiber? Ärger? Das behalte ich besser für mich. Ich gehe dir da mal nicht weiter auf den Keks. Hast ja sicher noch Großes vor. Muscheln sammeln oder so. Alter. Du bist also Pirat? Was ist denn das für eine bescheuerte Frage?
Natürlich bin ich Pirat. Spuckte mich auch noch an. Wie lange bist du schon Pirat? Als wird dich Landratte das was angehen. Ich war schon Piratenkapitän, da hast du noch in die Windeln geschissen. Ich habe schon die ganze Welt gesehen. Ganze Dörfer haben wir geplündert, ohne mit dem Holzbein zu wackeln. Der Typ ist aber nicht wirklich in Wirklichkeit Booze, oder? Also wie er sich aufführt. Also, ganz Du bist ehrlich. also Piratenkapitän? Hey, hab mein Schiff, die betrunkene Seefrau, vor langer Zeit beim Kartenspiel verloren. Arr. Warum sagst du dauernd, Was? Ich bin Pirat, du Waschkopf. Was denkst du denn? klingt nicht sehr überzeugend. Was soll das heißen? Willst du etwa behaupten, du glaubst mir nicht? Besser, du gehst mir aus den Augen, sonst lass ich dich mal eine Runde Kiel holen. Schnauze, du Penner! Arr. Schon mal einen Blick in Cunninghams Bücher geworfen? Nee, kann nicht lesen. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon. Du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. Übrigens. Was das Erbe angeht, Habe ich doch bereits, oder? Ah ne, Antigua, ne, kommen wir erst hin. Stimmt ja. wie genau sieht das Erbe denn aus? Ach, nichts Wildes. Lediglich alter Tant. Alter Tant, so. Es hat einen rein ideellen Wert für mich. Ja, wer es glaubt, wird selig. Wo auf Antigua soll ich nach Flynn suchen? Das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er sich das Lagerhaus unter den Nagel gerissen hat. Dann werde ich dort zuerst nach ihm suchen. Ja, mach das. Wie steht's mit der Bezahlung? Was habe ich von der Geschichte? Da werde ich mich schon nicht lumpen lassen, keine Sorge. Wir werden sehen. Ich werde für dich nach Antigua reisen und mit Flynn sprechen. Sehr schön, aber lass dich nicht einlullen, wenn er das Erbstück nicht rausrückt. Keine Sorge. Gut, ich verlasse mich auf dich. Jojo, wie immer. Machst du außer krummen Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe mal gern um ein paar Münzen. Alles klar. Lass uns handeln. Gut. Hat der etwas? Oh, sieht momentan gut aus. Ja, eigentlich mal Kugeln. Alter, geht doch. So, verkaufen. Plunder. Ja genau, Kugeln brauchen wir. Schrot haben wir noch für irgendwas Künftiges, wie auch immer. Kugeln. Bolzen braucht kein Schwein. Fusel kann auch nicht schaden. Ich weiß momentan, 10 Stück hast du natürlich auf 400. Nee, es. Stichwaffen plus 10, cool, aber für den Rest minus 19. Ein bisschen doof. Bomben. Ist auch nicht schlecht, aber kostet ein bisschen zu hoch momentan noch. Doppelbüchse, alter Schwede, erst recht. Silberteller. Der hat zwar ein bisschen was, aber was soll's. So, wir haben eine neue Kugel. Sehr gut. Gold ja zwar. Naja, wieso nicht? Alternativverkauf gibt es nur 135, aber immerhin war. Alter, mit den Kristallen. 480 bekäme ich dafür für alles. Voodoo-Rituale zwar. Das unschuldigen Kleinen. Ja, nee. Warten wir noch. Das bringt sowieso auch nicht gerade viel. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen was. Kleinvieh macht ja auch Mist. So, ein Pantherfell noch. Den hier noch. Den will ich noch alles lesen. Lesen. Rohstall. Ja, den Rest brauchen wir alles noch. Alles klar. So, übrigens. Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise.
Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich habe keine Angst. Ich brauche keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Wer's glaubt. Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Messerstecher, Dolchen, kritische Treffer lernen. Oh, das wäre noch geil. Entfalte ein Talent für das Treffen besonders schmerzhafter Stellen eines Gegners. Eine Chance auf kritische Treffen mit Fernkampfwaffen und schmutzigen Tricks steigt sich um 10 pro Stufe. Cool. Ich möchte mehr kritische Treffer landen können. Es ist immer richtig, an seinen Fähigkeiten zu arbeiten. So leicht kann's gehen. Filmen natürlich wieder mal das Geld, das Gold wohl eher. Was? Nein! Mann! Entschuldigung. Siehst du? Geht doch. Mach eine Absicht. Ja, dann natürlich wieder mal das Gold für das Lernen der Schwertkunst, aber ist ein anderes Thema. Machen wir sowieso später alles noch. Kugeln 102. Sehr gut, passt alles super. Im nächsten Part geht's hier mit den Piraten ja weiter. Ist, um sich den... Wir müssen eben eigentlich noch ein paar Dinge abschließen, oder? Also ein bisschen was gibt's noch. An relativ viel Schaden jetzt plötzlich. So leicht kann's gehen. Ja, wie gesagt, uns fehlen noch ein paar Dinge. Und dann ein paar Quests angefangen plötzlich auf der Insel und die müssen hier mit dem Piraten nichts zu tun haben, weil sonst haben wir alles bereits gesehen auf der Insel. Also muss ihnen hier was zu tun haben damit und ja, es gibt sicher noch ein paar Dinge zu tun und am nächsten Part hoffentlich auch endlich mal die Quest bezüglich dem Zepter abzuschließen. Hallo Schildkröte, na alles klar bei dir? Sonst kommt noch was hier auf dem Grund des Meeres, ein paar Muscheln oder so etwas? Nee, sonst nichts. Alles klar in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal hier wieder bei Risen 3 Titan Lords. Wieso hängst du noch auf Boos Seite rum? Der kommt mir nicht mit Hängt doch gar Moral nicht. und so einem Quatsch. Mann, ey, gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.